Heute sind die parat, gell? Das ist schön. Das ist schön. Hey, es hat mal eine Zeit gegeben in unserer Kirche, da hat eine Person extrem viel Aufwand betrieben, um so gesellige Anlässe zu schaffen. So Öben, so am Freitag oben, weiss nicht was, am Sonntag nach der Celebration irgendetwas. Und gerade Menschen, die noch nicht so ein Netzwerk hatten, sind dort sehr proaktiv integriert worden. Gerade wenn du relativ neu bist, wärst du 100% angesprochen worden von dieser Person. Hey, wir gehen dort und dort hin, bist du dabei? Aber irgendwann ist die Person müde geworden und hat immer weniger von diesen Sachen organisiert. Weil die meisten Chatverläufe sich irgendwie ähnlich geworden sind. Sie hat reingeschrieben, hat so eine Gruppe gehabt, für alle, die interessiert sind, aber immer weniger Rückmeldungen gekommen. Es ist immer, wenn es auch konkrete Vorschläge sind, oft von den meisten gar nichts zurückkommen. Von vielen anderen, ich weiß noch nicht genau, ich weiß noch nicht genau, was am Freitag läuft. Und viele andere haben auch zugesagt und dann am Freitag selber, nachdem sie alles organisiert hat, haben sie dann doch noch spontan abgesagt. Und so habe ich gemerkt, wie sie müde geworden ist, wie sie nicht mögen hat. Und heute macht sie das nicht mehr. Und es scheint mir irgendwie so zu sein, weil ich nehme das an verschiedenen Orten wahr, nicht nur in unserer Kirche, sondern auch in der Gesellschaft, dass wir irgendwie von den Angeboten, von den Optionen, die sich mittlerweile auftun, ein Stück weit überfordert sind. Es ist irgendwie schwieriger geworden, klar Ja oder klar Nein zu sagen. Es ist etwas, das mehr Menschen lernen müssen. Wir sind viel näher beim Vielleicht, beim Ich muss noch schauen, ich weiß es noch nicht. Und wir mögen es irgendwo auch, die Optionen offen zu lassen und zu sagen, ich schaue mal, was kommt. Weil es könnte sein, dass noch etwas Besseres reinkommt, jetzt mal ganz ehrlich, oder dass ich dann einfach nicht so Bock drauf habe. Und dann muss ich aber auch nicht mehr schreiben, weil ich habe mich ja nicht committed. Ich habe ein Interview gelesen von einer Restaurantbetreiberin. Und sie hat gesagt, seit der Wiedereröffnung nach dem Lockdown kommt es viel, viel mehr als vorher vor, als Menschen einen Tisch reservieren und nachher einfach nicht auftauchen. Früher hat man noch angerufen und abgesagt, sorry, es ist etwas dazwischen gekommen. Mittlerweile ruft gar niemand mehr an. Also niemand, ein bisschen plakativ. Aber es kommt vermehrt vor, dass man sich gar nicht mehr zurückmeldet, sondern einfach der Tisch, der reserviert worden ist, bleibt einfach frei. Mein Friseur, mein Coiffeur, der hat letztens einen Paintball-Anlass organisieren. Weißt du, was Paintball ist? Das ist da hat man so etwas, das aussieht wie eine Waffe. Es ist aber keine Waffe, sondern ein Markierer. Und dann bekommt man so Farbkugeln. Und die tut man rein und dann kann man so aufeinander losmarkieren. Und das ist, wenn du ins Herbstcamp mitkommst, nimm unbedingt dreckige Kleider mit, weil in Frankreich, wo man sieht, da bekommst du so 2000 Kugeln und du kannst wirklich drauf losmarkieren. Das macht mega Spass. Und er hat das so in eine Gruppe hineingeschrieben und gesagt hat, ja, die haben alle Bock und hat auch schon einen Termin abgeklärt und so weiter. Und dann, was aber darum gegangen ist, haben sich die meisten gar nicht zurückgemeldet. Wenn er dann nochmal nachgefragt hat, haben die meisten gesagt, ich weiss noch nicht, ich kann noch nicht genau sagen, was an dem Wochenende läuft. Und ich glaube, am Schluss 2 haben irgendwie zugesagt. Faktisch hat es gar nicht stattgefunden am Schluss. Meine Frau, sie sitzt da vorne, meine wunderbare Frau, hat letztens eine Oben gestaltet zum Thema Freiheit. Und am Tag selber ist da oben abgesagt worden, 2-3 Stunden vorher, weil mehr als die Hälfte spontan nicht können haben. Mitunter, weil man in der Ferien war. Und ich mir gedacht habe, hast du eine Agenda und weißt du, wie sie funktioniert? Also nicht meine Frau. Und es war nicht böse, oder? Wieder mal einen ruhigen Oben, so mit jungen Kindern daheim ist das eigentlich noch ein Geschenk. Aber ich habe auch beobachtet, wie sie da über vorher jeweils bis um 11 Uhr Nacht dran gehockt ist, nachdem die Kinder endlich im Bett waren und alles erledigt war, um die Übung vorzubereiten. Immer mehr, wir haben gerade von Small Groups gehört, und wir haben ein Loblied darauf gesungen, aber wenn wir ehrlich sind und zurückschauen, haben auch viele Small Groups aufgegeben und haben Einstampfung erlebt. Mitunter Hauptgrund, weil von diesen 5, die dabei sind, kommen 2 eigentlich faktisch gar nie. Und 2 weitere, die kommen eigentlich schon, aber die sagen auch sehr oft am Tag selber ab. Und dann hockst du sehr oft zu zweit oder zu dritt dort. Wenn du zu zweit dort hockst, denkst du oft, ja, lohnt sich das? Und denkst du als Small Group Leader am Schluss, zum Glück habe ich mich vorbereitet. Und das führt dazu, dass wir immer weniger Small Groups in unserer Kirche haben. Wir haben wirklich eine Entwicklung nach unten von der Anzahl her. Und das ist in meinen Augen problematisch. Das ist nicht etwas, wo ich einfach so anschaue und denke, jo, es gibt mal diese Phase, mal diese Phase. Ich glaube, wenn wir Menschen integrieren in unserer Kirche, und du kannst dich vielleicht auch umschauen, wir haben momentan Gesichter in unserem Saal, wo ich jetzt nicht jeden beim Namen weiss.
Ich würde mich freuen, wenn sich das verändert. Aber ich glaube, dass das passiert, müssen wirklich gute, lebendige Gruppen in unserer Kirche sein. Und wir haben entschieden als Kirchenleitung, dass wir etwas strategisch verändern wollen. Wir wollen das verändern, wir wollen nicht, dass das so bleibt. Wir sind gut darin, Feuerwerk zu veranstalten, Celebrations im Grossen zusammenkommen. Das liegt in unserer DNA, das können wir gut, das kommt ganz natürlich aus uns raus. Und ich liebe das und ich merke auch, ich brauche das, weil während dem Lockdown habe ich förmlich gemerkt, wie mir das gefehlt hat. Das Zusammenkommen, das, was vorher passiert ist, im Grossen, füreinander beten, zusammen von Gott kommen. Aber wir merken auch, wie wir im Kleinen schwächer geworden sind, wie wir eben wenig von diesen Gruppen haben, die wirklich effektiv sind, wo wir können sagen, dort kommt ein Mensch rein und er wird Jesus ähnlicher, er fängt an, furchtlos auf leben und es fängt an, dass sein Umfeld positiv verändert wird. Und das ist unsere Mission als Kirche, oder? Ich hatte letztens so einen Schlüsselmoment und dort ist es mir mega deutlich geworden. Ich hatte das Privileg, eine Person hier in der Birste zu taufen. Und da kommt eine Person frisch zum Glauben, lässt sich taufen und dann ist das meine Grundreaktion ist natürlich dann, jetzt braucht die Person irgendeine Small Group. Und ich habe es nicht geschafft, über mehrere Wochen die Person in einer Small Group zu verorten. Bis zum Schluss nicht. Weil es einfach das Passende nicht gegeben hat. Es hat irgendwie keinen Platz gehabt. Und ich habe gedacht, irgendjemand muss sich jetzt die Person an der Hand nehmen und ihr zeigen, wie das Leben mit Jesus sich unterscheidet zu dem Leben, was sie bisher gehabt hat. Ich kann ja nicht jede Person, die ich taufe oder wenn ich irgendwie mal ein Gespräch führe, nachher selber in meiner Small Group habe. Sonst würde sie explodieren. Weil ich viel Kontakt habe zu irgendwelchen Menschen. Und wir haben gemerkt, wir wollen da wirklich etwas verändern. Und der strategische Entscheid, dass sich das verändern soll, reicht nicht. Also haben wir auch wirkliche Massnahmen davon einsteuern und haben gesagt, wir wollen einmal anfangen im Staff auch ganz bewusst Stellenprozent davon verschieben. Wir sind mega auf Celebration fokussiert. Oder? Wenn man das mal analysiert, ist es auch keine Überraschung, dass wir dort so einen Schwerpunkt haben. Und man hat gesagt, der Timon Sommerhalder, so ein guter Mann, der Jüngerschaft so auf dem Herzen hat, der war geringprozentig angestellt als Jugendpastor. Jetzt ist er immer noch Jugendpastor, aber wir haben ihn hochprozentig anstellen. Und er ist jetzt für Church Life zuständig. Sprich für das Kirchenleben, das eben sehr oft nicht am Sonntag stattfindet, unter Umständen auch, aber vor allem auch unter der Woche. Und er sorgt dafür, dass neue Gefäße entstehen, wo wir das Kirchenleben eben mehr pulsieren spüren. Er hat letztens dann Personen eingeladen zu einem Innovationsmeeting und ich merke, das ist wirklich ein Herzensanliegen. Er schafft es, Menschen zu motivieren, die wirklich reinstehen und sagen, ich mache vielleicht bewusst nichts mehr für die Celebration, wo ich vielleicht früher noch etwas gemacht habe, und investiere mich in Small Groups. Chris und Lisa Foreman zum Beispiel haben gesagt, hey, wir investieren uns hier in Basel. Wir haben auch Personen in Basel-Land und in Lörrach, verschiedene Personen, die sich bewusst investieren. Es funktioniert nicht, dass einfach jemand im Staff jetzt die Aufgabe bekommt. Oder? Da müssen wirklich Leute an, die das zu ihrem Herzensanliegen machen. Und das fängt davon funktionieren. Wir haben letztens ein Innovationsmeeting gehabt und haben gemerkt, Small Groups ist auch ein bisschen, ich muss ja selber ehrlich sein, es ist so ein bisschen muffig und rostig geworden, oder? Ich weiß nicht, so, wenn ich jetzt überlege, es ähnelt sich alles irgendwie. Ich glaube, wir sind ganz unterschiedliche Menschen und ich glaube auch, wir brauchen ganz unterschiedliche Gruppen. Wieso nicht Gruppen auf ein halbes Jahr limitiert? Einfach nur für ein halbes Jahr. Jeden Mittwoch oben und dann nicht mehr. Das wäre etwas, wo ich mich auch committen irgendwo. Oder was wäre mit themenspezifischen Small Groups? Zum Beispiel so mehr als Väter mit jüngeren Kindern, oder? Wie schaffen wir es, dass wir nicht so schnell explodieren? Wie schaffen wir es, dass wir immer noch Zeit haben mit unseren Frauen? Wie können wir geistlich Verantwortung übernehmen daheim? Wie können wir unseren Kindern Glauben beibringen? So Themen. Einfach mal 10, 20 Wochen und dann nicht mehr. Warum nicht so Gruppen? Und ich glaube, wir dürfen dort ein bisschen frisch denken. Eben unterschiedliche Menschen, gleich unterschiedliche Gruppen. Und wegen dem sind wir auch in dieser Serie kontaktlos. Wir wollen weiter an dieser Celebration festhalten. Das ist ICF. Machen wir gut, machen wir gern. Und trägt auch so viel zu dieser Einheit bei. Aber wir wollen auch neu verstehen, was für eine Kraft in der Begegnung im Kleinen drin liegt, als Kirche. Und Stand jetzt, ich nehme das Risiko auf mich. Wer ist in einer Small Group? Der weitaus kleinere Teil, oder? Ich habe nur aufgestreckt, um so zu tun, als dass die es aufstrecken. Das heisst nicht, dass ich in einer Small Group bin. Und ich finde, es gibt gute Ausreden, um nicht in einer Small Group zu sein, wie wir es gerade gesehen haben. Die Mehrheit ist nicht in einer Small Group. Und ich habe
so ein paar Kirchengänge hier. Und ich würde gerne das Feld ein bisschen öffnen. Wir machen heute Open Mic, ist gut. Dort dürfen wir reinrufen, so gute Ausreden, die euch in den Sinn kommen, um eben nicht in einer Small Group zu sein. Meine ist eben die, so das Setting ins Wohnzimmer sitzen und darüber schwätzen, wie es einem geht, das macht mich null an. Und die meisten Small Group haben das als Default-Modus. Kommt die Mehrheit, warum seid ihr nicht in einer Small Group? Keine Zeit. Und das ist wirklich legitim. Es ist nicht zynisch gemeint. Keine Lust. Keine Kinderbetreuung. Das haben wir auch gemerkt. Oder? Du bekommst Kinder, das Leben verändert sich. Und wann triffst du dich denn? Vielleicht gibt es nicht das passende Angebot. Ich weiss nicht in deinem Alter. Ich kann noch mehr ausreden. Sorry, aber Gefühl reden, das finde ich auch gut. Ja. Was hast du gesagt? Sorry, ich habe nicht verstanden. Zweiter Weg, genau. Keine Lust auf eine Online-Small Group, kennt ihr das? Haben wir im Lockdown gut gemerkt. Zu müde nach dem Arbeiten. So ist gut. Und ich habe gesagt, ich meine es nicht zynisch, oder? Ich meine, das sind wirklich legitime Ausreden, warum wir nicht in Gruppen sind. Es gibt ein Problem am Ganzen. Es geht nicht nur um uns in dem Ganzen drin. Jesus hat uns nicht berufen, ein Leben zu kreieren, das uns angenehm ist, wo wir merken, dort fühlen wir uns wohl drin und es passt für uns. Ganz im Grundsatz hat er uns für etwas anderes berufen. Er hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das ist unser Job. Und ich finde es so herrlich zusammengefasst, oder? Jesus zieht eigentlich das Ganze, was im Alten Testament so gross konstruiert wird, so in einem Satz zusammen. Und doch, wenn wir ehrlich sind, ist es so weit abgesteckt. Was heisst das, einander zu lieben? Was bedeutet das? Ich finde, mir hilft der Paulus immer wieder, zum für uns als Church herauszufinden, was bedeutet es ganz konkret, weil er hat ja oft Kirchen angeschrieben. Und es gibt eine Stelle im Galaterbrief, wo der Paulus genau das Gebot Christi, wie es oft genannt wird, aufgreift. Und dort schreibt er, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Also der Paulus sagt, wenn ihr das Gesetz von Jesus erfüllen, sprich einander zu lieben, wenn er uns geliebt hat, dann müsst ihr einander helfen, die Lasten zu tragen. Einander lieben bedeutet Lasten tragen. Und im Markus-Evangelium steht eine Geschichte, wo ich finde, die tut das wirklich bildhaft und ganz praktisch zeigen, wie das funktioniert. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seine Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann es so etwas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter zum Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte, bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Das ist eine Small Group. Das ist eine Small Group. Die 4 Jungs und ihre gelähmten Kumpel. Interessanterweise lesen wir nicht darüber, in welchem Setting sie sich getroffen haben. Sie haben sich stets im Wohnzimmer getroffen und haben so ein Arbeitsheft gehabt, was sie zusammen durchgegangen sind, oder so ein Buch, das sie inspiriert hat. Einer hat immer die Akustikgitarre dabei gehabt, damit sie Worship machen können.
Sie haben immer in der Tora gelesen. Sie haben immer zusammen zur Nacht gegessen. Über so Zeug lesen wir nichts. Aber ich glaube, wir können andere Punkte aus dieser Geschichte herausholen, die uns eine Idee geben kann, was so eine Gruppe so effektiv macht. Was so eine Gruppe so unschlagbar stark macht. Dass wir so Sachen in diesem Gefäß erleben können. Der erste Punkt, der mir auffällt, sie glauben füreinander. Also die 4 Freunde, die laufen können, die glauben für einen Gelähmten. Im Text steht, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zum Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was für ein Punkt. Wie oft hast du dich schon selber dabei verwünscht, dass du denkst, ich erlebe Gottes Wirken nicht, weil ich zu wenig glaube. Mal ganz ehrlich. Wie oft haben wir so einen Gedanken in uns und machen den Glauben zur Leistung damit. Ich weiss, der Gelähmte hat wahrscheinlich, vielleicht hat er gar keine Hoffnung mehr gehabt, vielleicht hat er die ganze Zeit gejammert und gesagt, leg mich doch wieder dort an, das haben wir alles schon probiert. Ich bin jetzt schon 20 oder 30 Jahre gelähmt, was möchten ihr mit mir? Und wahrscheinlich, als sie vor der Tür gestanden sind und dann haben wollen, sagen, jetzt gehen wir aufs Dach, dann dachte ich, ja super, genau, die wird mich aufs Dach tragen. Gute Idee. Aber der Punkt ist, es ist nicht so relevant gewesen, was er gedacht hat. Die 4 anderen haben für ihn geglaubt und das hat Jesus bewegt. Das hat Jesus zum Handeln bewegt. Und nicht der Glaube vom Gelähmten, sondern der Glaube von seinen Freunden. Und es ist so wichtig, dass wir im Moment, wo uns der Glaube fehlt, Menschen um uns herum haben, die für uns glauben. Meine Small Group, ich muss es auch ein bisschen aufbrechen. Meine Small Group ist an sich das Core-Team. Das sind die Jungs, mit denen bin ich wirklich nahe unterwegs. Die fragen mich ständig, wie es mir geht. Die merken mir auch an, wenn es mir nicht gut geht. Die legen einmal Traktanten auf die Seite, wenn sie merken, es ist gerade irgendetwas anderes, was wichtiger ist. Wir haben in den letzten 2 Jahren eine gröbere Zeit für uns. Das hat uns eigentlich recht herausgefordert. Das hat damit angefangen, dass wir um einmal kleiner geworden sind. Der Raffi Caruso, der nicht mehr im ICF schafft, wir sind ein eingespieltes Team gewesen. Und das war die erste Herausforderung, als Team zu dritt wieder funktionieren. Und dann sind die anderen Sachen gekommen mit der Pandemie. Der Mehraufwand in der Kommunikation. Die viel, viel mehr Konfliktgespräche in der Kirche. Die Mehrarbeit, faktisch, wo du einfach recherchieren musst, wo du schauen musst, es ist niemand im Staff angestellt, wo du kannst sagen, du musst jetzt mal in allen Kantonen, Bundesländern und Ländern klären, welche Regeln gelten. Und dann, wie bekanntlich, fliegt sie nach oben, oder? Und wir haben gemerkt, wir sind wirklich an unser Limit gekommen. Mit der Zeit hat sich so ein Gefühl aufgebaut, wo wir so gemerkt haben, wie es Janik vorher auch geschildert hat, wir sind in einer Zeit, wo Meinungen immer stärker auseinanderdriften. Oder? Du hast starke Meinungen in die Richtung und du hast starke Meinungen in die andere Richtung. Und alles ist zusammen in deiner Kirche. Und das Gefühl ist mehr und mehr aufgekommen, wir wissen nicht, wie lange wir das noch zusammenheben können. Und wirklich, ohne Witz, jede Woche ist einer von uns selber auf die Matte gefallen. Und dann hat es die anderen beiden gebraucht, die für den geglaubt haben, der auf der Matte gelegen ist. Die für den geglaubt haben und gesagt, es kommt wieder eine Zeit, da werden wir nicht mehr über Massnahmen diskutieren, sondern über unsere Mission. Von dem, was wir träumen. Es kommt eine Zeit, wo wir wieder führen liegen, schauen, wo wir 250.000 fast zusammenlegen für Reach und ein Segen können sein für die Welt. Wo wir uns nicht die Frage stellen, will ich noch in den Gottesdienst gehen mit Masken, sondern wie viel kann ich geben, was habe ich zu geben? Wie kann ich Gottes Reich bauen, ganz konkret? Es kommt wieder eine Zeit, wo wir wieder vorwärts schauen, was wieder konstruktiv wird. Wo die Auseinandersetzungen wieder zurückgehen. Wo wir wieder das Gefühl haben, wir bauen wirklich die Church auf und nicht mehr erhalten sie. Der zweite Punkt, der vorkommt bei mir bei dieser Gruppe. Die Gruppe ist bereit, neue Wege zu gehen. Die sind wahrscheinlich nicht mit dem Plan dort angekommen, dass sie aufs Dach raufgehen. Die haben wahrscheinlich gedacht, wir gehen ganz normal durch die Türen rein. Und dann kommst du mit einem Gelähmten, also man lässt dich doch durch, oder? Denkst du? Und dann stehst du dort und das liest man dann einmal so schnell, da gingen sie aufs Dach. Aber stell dir die Situation mal vor. Wie der erste Typ so sagt, hey, geile Idee, komm, wir gehen aufs Dach. Und der nächste denkt, du bist so ein Pfosten. Wenn der Sepp runtergeht, wenn du ihn raufziehst, es hat wahrscheinlich nicht mal eine Leiter aufs Dach gehabt, dann ist er nicht noch gelähmt, sondern tot. Und dann kommt der Dritte auf die geniale Idee und sagt, hey Jungs, easy, ich schwätze noch mal mit denen.
Die haben das vielleicht einfach nicht gecheckt. Und dann geht der Erste durch und sagt, was nicht gecheckt? Die haben den anderen gesehen liegen und es ist ihnen scheißegal. Fettig geschnurrt, jetzt gehen wir rauf, hol den Hammer. Und dann kommt die Jüngste von denen und sagt, Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Jesus ist morgen auch noch da. Der ist nicht nur heute da, jetzt ist der Hype gross, weil er ist frisch da und alle wollen ihn sehen. Morgen ist keiner mehr da, wir haben ihn für uns. Und dann gehen alle anderen 3 durch und sagen, nicht jeder wohnt noch bei seiner Mutter. Oder? Ich muss arbeiten, Mann. Ich bin jetzt da, ich habe jetzt Zeit, jetzt machen wir es entweder oder wir lassen es sein. Und ich glaube, in so Situationen, wo es nicht funktioniert, wie man geplant hat. Ich meine, sorry, was funktioniert bei uns so, wie wir es geplant haben? Oder? Wir haben eine Church aufgebaut in Lörrach, die ist heute ganz anders, als wir vor 5 Jahren geträumt haben. Sie ist der Hammer, wir lieben sie, aber es ist komplett anders. Ich glaube, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir seine Kirche bauen, müssen wir immer wieder die Situation nehmen, wo sie ist und uns anpassen und einen neuen Weg gehen. Und ich glaube, in diesem Moment ist es gut, wenn wir in unseren Gefäßen nicht alle gleich ticken. Nadia hat es vorher auch gesagt, oder? Leute, die anders sind, helfen uns dabei, neue Wege zu finden. Ich gehe dort an und sage, ich glaube, Querdenker erzeugen Tragfähigkeit. Wenn du physikalisch nicht jeden Tag irgendwie selber am Arbeiten bist, hat er ein Bild von einer Balkenlage mitgebracht. Eine Balkenlage wird dann stabil, wenn etwas quers drüber läuft. Du hast Längsbalken und dann kommen entweder Bretter quer drüber oder es kommen nochmal Balken drauf, die quer laufen. Dort entsteht Tragfähigkeit. Wenn Menschen anders denken als du, dann entsteht Tragfähigkeit. Wenn es nicht alle gleich sehen, dann entsteht plötzlich Neues. Man findet neue Ansätze, man findet neue Wege. Ich weiss, es ist der einfachere Weg, mit Menschen unterwegs zu sein, die alles gleich sehen. Es ist weniger herausfordernd, aber ich glaube, wir werden weniger neue Wege finden. Ich glaube, wir werden Gott auch weniger intensiv erleben, wenn wir uns dem nicht aussetzen. Dass auch Menschen um uns herum sind, und zwar in allen Nähe, die Sachen anders sehen als wir. Und der dritte Punkt, den ich gerne hervorhebe, den ich in dieser Gruppe sehe, ist, sie sind dort. Verbindlich. Sie sind dort. Stell dir mal vor, es wäre so gewesen an diesem Tag, wie bei dem oben, wo meine Frau veranstaltet hat. Die Hälfte sagt einfach am Tag selber, sorry, ich kann doch nicht, es ist mir etwas dazwischen gekommen. Schlepp mal so einen Gelähmten zu zweit aufs Dach. Halt mal das Gejammer von ihm aus. Mach mal das Dach auf, geh selber nicht drin runter. Das ist nicht so, die haben nicht eine Kreissäge gehabt. Die haben wahrscheinlich das Lehm-Strohdach einfach aufgeschlagen. Dann hat es das Zeug runtergeregnet. Wahrscheinlich sind noch Leute untergehockt, die durchgefallen sind. Der Hausbesitzer ist an die Decke gegangen. Und dann stehst du da oben und hebst irgendwie den Gelähmten und lässt ihn runter. Das funktioniert nur, wenn jeder seinen Job macht, wenn jeder das Seil packt und jeder mithilft, dass es funktioniert. Ich glaube, wenn du eine effektive Gruppe willst sein, das ist egal, ob in Familie, Freundeskreis, als Small Group, als Team, dann braucht es Verbindlichkeit. Ich glaube, es entsteht keine starke Verbindung ohne Verbindlichkeit. Eine Person, die sich dir gegenüber verbindlich zeigt, sprich, die Ja sagt und Ja macht, die Nein sagt und Nein macht, die bekommt dein Vertrauen. Und das Vertrauen ist wiederum Basis für eine starke Verbindung, Basis für eine starke Beziehung. Und lass mich doch kurz etwas einschieben. Eine Personengruppe, die mir sehr am Herzen liegt. Wenn du von Krankheit betroffen bist, sei es körperlich oder psychisch oder was auch immer, ich habe schon oft erlebt, dass genau das Thema dort leidet. Dass du eigentlich gerne Ja sagen und Ja machen, aber du sagst Ja und dann merkst du am Tag selber, es geht heute einfach nicht. Ich will dazu sprechen, dass das kein Beziehungskiller ist. Aber ich habe eine Bitte. Mach das in dem Rahmen, wo es dir wohl ist, transparent. Dass die Menschen verstehen, warum du diese Ja nicht halten kannst. Weil dann wird dir Verständnis begegnen. Und ich glaube, es bringt etwas, wenn wir dort aktiv kommunizieren, weil wir bewegen uns, finde ich, gesellschaftlich dort rückwärts. Ich nehme Verbindlichkeit weniger stark wahr als noch vor 10 Jahren. Auch schon noch mal vor 5 Jahren, auch schon noch mal vor 2 Jahren. Und ich glaube, wir müssen wieder bewusst einen Turn machen und uns dafür entscheiden, wieder mehr Ja, mehr Nein zu sagen.
Weniger vielleicht, weniger ich weiß noch nicht, weniger ich melde mich dann nochmal und dann meldest du dich doch nicht mehr. Sondern wieder mehr Ja, mehr Nein. Ich habe zu einigen Freunden müssen Ja sagen und habe gleichzeitig gewusst, ich sage damit auch zu anderen Nein. Ich habe jetzt 2 Kinder. Die habe ich vor 5 Jahren noch nicht gehabt. Und die Kinder, die wollen Zeit von mir, und zwar viel. Ich muss jetzt zu oben daheim sein. Ich kann nicht einfach sagen, ich kann jeden oben irgendwo trinken mit jemandem. Das funktioniert so nicht mehr. Und ich habe wirklich Freunde fragen, bist du bereit, dieser Freundschaft Priorität zu geben? Bist du bereit, die in die Freundschaft zu investieren? Für mich heisst das, ich habe zu einem Freund wirklich gesagt, ich will die alle 2 Wochen sehen. Bist du bereit dafür? Willst du das auch? Weil dann bin ich bereit, in die Beziehung wirklich zu investieren, aber ich will, dass es beidseitig ist. Und ich merke, ich habe meine Freundschaften in der Lebensphase, wo ich gerade bin, habe ich die neu sortieren und das Thema Verbindlichkeit hat dort extrem mitgeschwungen. Schau, wir sind nicht gemacht, um allein unterwegs zu sein. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Wegen dem sind wir da, oder? Ich glaube, wir brauchen Menschen um uns herum, die uns helfen, Lasten zu tragen. Im Moment, wo die Last vom Leben kommt. Und ich wünsche es nicht, aber ich schaue links und rechts und auf mein eigenes Leben und ich merke, die Last vom Leben. Irgendwann kommt sie, irgendwann kommt Krankheit, irgendwann kommt Trennung, irgendwann kommt Verlust. Und das Problem ist, wenn wir dann allein da sind, das ist schon ein bisschen grusig. Schau, vielleicht gehörst du zu den Personen, die ich mir auch dazu zähle. Vielleicht denkst du in erster Linie immer mal, das passiert mir nicht. Ich bin schon genug stark, da kann schon etwas kommen im Leben. Ich will dir eine kurze persönliche Geschichte erzählen. Wir sind vor etwa 2,5 Jahren haben wir unser zweites Kind erwartet. Maike war schwanger mit dem zweiten Kind. Und wir sind in die Ferien gefahren und die Schwangerschaft war ein paar Wochen alt. Wir haben im Verstand gewusst, das ist eine labile Geschichte, oder? Aber wir haben uns trotzdem gefreut und sind in die Ferien gefahren und plötzlich ist sie aus dem WC rausgekommen und ich merkte, etwas ist nicht gut. Und sie sagt, ich habe irgendwie Blutungen, ich habe ein schlechtes Gefühl. Und dann haben wir gedacht, ja okay, ich weiss auch nicht, was sagen, beobachten wir es mal. Und das nächste Mal aufs WC gegangen und sagen, die Blutungen sind stärker geworden. Und in einer Stunde haben wir gewusst, wir werden das Kind nie erleben, das Kind ist verloren. Und so ist es auch gesehen, das Kind ist verloren gegangen. Und plötzlich sind wir als Menschen, die uns gewöhnt sind, Lasten zu tragen, wir als Pastoren, die immer ein bisschen auch auf der Suche sind, wo sind Menschen, die wir unterstützen können, die wir mittragen können, sind wir selber so auf der Matte gelegen. Von einem Moment, wo wir Menschen gesehen haben, die selber am Seil gehabt haben und andere gehabt haben, sind wir die, die auf die Matte geklatscht haben. Und ich bin so froh, dass ich Menschen in meinem Umfeld hatte, habe ich eine Crew gehabt, die mit mir getrauert hat, die mich ermutigt hat, die mir Mut gemacht hat, dass das nächste Mal nicht wieder passieren. Ich glaube, wenn wir eine Gruppe Menschen um uns herum haben, die uns annimmt, so wie wir sind, oder? Eine Gruppe Menschen, die uns unsere Fehler verzeiht. Eine gute Gruppe, die wirklich bereit ist, nach neuen Wegen zu suchen, die Humor annimmt. Das ist bei mir so ein Thema, wie er ist, oder? Manchmal ein bisschen schwierig. Die dich auch noch reinlässt, wenn du zu spät kommst. Für uns ist ICF auch ein Thema. Die wirklich nachfragt, wie es dir geht, oder? Und wenn du sagst, nicht so gut, sagen sie nicht, ja, so ist das Leben manchmal, sondern sie fragen nach und kämpfen mit dir und beten mit dir. Ich glaube, wenn du so ein Setting hast, das hebt.
Kannst nach der Celebration schauen, sie sind noch ganz. Ich glaube, eine gesunde Gemeinschaft trägt. In einer Zeit, wo die Individualisierung so stark geworden ist, wo im Vordergrund gerückt hat, was wir uns wünschen, was wir brauchen. In einer Zeit, wo Polarisierung stärker spürbar wird, wo unsere Meinung in eine Richtung läuft und wir merken, wie unser Browser und unsere Social-Media-Apps uns spezifisch mit den Meinungen und Personen kontaktieren, die mit dem da gehen, was wir glauben. Ich glaube, in dieser Zeit unterschätzen wir manchmal die Kraft von der Verbindung in einer zerfaserten Welt. Die Kraft, die entsteht, wenn wir uns in so Gruppen zusammenbegeben, wo es nicht immer nur einfach ist, wo nicht alle gleich ticken. Da entsteht eine Tragfähigkeit. Jesus hat uns so etwas Wunderschönes geschenkt mit seiner Kirche. Das ist ein Geschenk, dass wir die Kirche bauen dürfen. Amen. Das ist nicht etwas, was wir selber leisten. Es ist die Idee von Jesus gewesen. Und er hat es an uns weitergegeben. Und wir haben das Privileg, dass wir die Kirche bauen dürfen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die Kirche nicht zu klein verstehen, dass wir die Kirche nicht zu klein denken. Ich glaube, wir haben im ICF die Tendenz, dass wir Kirche sehr oft auf Gottesdienst zurückkürzen. Aber Kirche ist doch so viel mehr als Gottesdienst. Kirche ist viel mehr als Celebration. Ich glaube, Menschen kommen wegen Event, aber bleiben tun sie wegen Beziehungen. Ich weiss nicht, wie lange Nadia bei uns in der Kirche geblieben wäre, hat sie das nicht gefunden, die Beziehung. Ich weiss nicht, wie oft du dem ausgesetzt hast, das Umstehen, wenn ein geschöpftes Kind nach der Celebration nicht wissen, wo du hingehörst, oder? Es braucht ein Ankommen, es braucht ein Heimkommen. Ich glaube, in diesem Rahmen erleben wir Jesus, wie wir ihn sonst nicht erleben können. Er sagt, dort, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, dort bin ich in ihrer Mitte. Und dort, wo er reinkommt, dort wird es gut. Richtig? Dort, wo er reinkommt, dort passiert all das, was wir uns wünschen. Schau, vielleicht gehörst du zu dieser Gruppe Menschen, die, wenn das Thema Small Group aufkommt, vielleicht bist du mir gar nicht am Zuhören. Vielleicht hast du auf Durchzug geschaltet vorher beim Thema Small Group. Du bist seither irgendwo oben zu Nachtplanen. Vielleicht, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht, weil es dich gelangweilt hat, dein Leben lang. Vielleicht, weil dir immer viel versprochen worden ist, aber wenig geliefert worden ist. Vielleicht hast du auch Vorurteile. Hast vielen anderen Menschen Glauben geschenkt, wo dir das irgendwie als bedeutungslos verkauft haben. Ich will dir an diesem Punkt, wir sind ja so wie am Anfang von dieser Serie einladen, schieb das beiseite. Ich wünsche mir, dass wir uns als Kirche ausstrecken können jetzt in dieser Serie und Gott eine neue Chance geben können, dass er uns zeigen kann, was da drin für eine Kraft ist. Weil er hat das erfunden. Jesus hat die erste Small Group gegründet. Mit 12 Pfosten. Und was dort daraus entstanden ist, das ist krass, oder? Dank denen gibt es uns. Hast du das gewusst? Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die vor dem Thema Verbindlichkeit angesprochen worden sind. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die müssen aufhören, jede 6. Woche in den Gottesdienst zu kommen. Ab und zu in die Small Group gehen. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die wieder verbindliche Beziehungen müssen leben in dieser Kirche. Die wieder mehr Ja und Nein zu Beziehungen müssen sagen. Damit nicht 100 oberflächliche Beziehungen da sind, sondern nur ein paar, aber ein paar, die wirklich relevant sind für dein Leben. Der Ralf hat letzte Woche etwa 22 Statistiken erzählt, oder? Er hat das wissenschaftlich so gut untermauert, was er gesagt hat. Ich habe ein Thema, ich habe das mit ihm ein bisschen vorbesprochen, dass ich ihm nicht alle wegnehme in den Locations, oder? Und er hat mir dann gleich alle weggenommen, aber ich greife eine nochmal auf, weil die hat es mir mega an. Ein Drittel der Menschen in unserer Region sagt von sich selber, ich bin einsam. Hast du das gewusst? Ein Drittel, jede dritte Person sagt, ich bin einsam. Von den jungen 15- bis 24-Jährigen, die ständig connected sind, die ständig unterwegs sind, sagen mehr als die Hälfte, ich bin manchmal oder dauerhaft einsam.
Und die Tendenz ist steigend seit 2002, seit 20 Jahren steigt die Zahl. Und Social Media hilft dort überhaupt nicht. Leute, ich träume davon, dass wir als Kirche eine wirkliche Antwort haben. Eine Antwort, die wirklich eine Antwort ist. Eine Antwort, die verhebt auf die Not in unserer Gesellschaft. Hey, du kannst nachher rauslaufen und du wirst auf deinem Heimweg wahrscheinlich 10 Menschen antreffen, die das betrifft. Ich wünsche mir, dass wir Gefäße an zu schaffen, die wirklich verheben. Gefäße, die Platz haben, wo vielleicht noch ein Platz frei ist, wo so eine Person reinpassen kann. Lasst uns aufstehen, Leute. Ich glaube, es ist ein Moment, wo wir Gott zu uns reden dürfen. Ich habe genug gesagt. Jesus, wir strecken uns aus nach dir. Du hast Kirchen erfunden, du hast die Gemeinschaft erfunden. Wir wollen letzten Endes nichts anderes als das, was du uns vorgezeigt hast. Das, was wir in der Apostelgeschichte erleben können, das, was direkt nach deinem Wirken auf dieser Welt entstanden ist. Das wünschen wir uns so sehr. Und wir sind da, machen unsere Herzen auf, dass du zu uns schwätzen kannst. Dass du uns zeigen kannst, wie Gemeinschaft wirklich ist. Dass du uns neu ein Feuer dafür schenken, für das Treffen im Kleinen, wo wirklich du sagst, dort wo 2 oder 3 sind, dort komme ich rein. Wir wollen das als Kirche mehr erleben. Mach du unsere Herzen bereit, dass wir auch wirklich unseren Job machen und auch ein Setting kreieren, wo wir das erleben können. Und das, was in diesem Setting passiert, ist dann dein Problem. Und da sind wir froh drum. Wir sehnen uns nach deiner Gegenwart. Wir sehnen uns danach, dass wir mehr von diesen Geschichten hören, wie Menschen mit dir in Berührung kommen und verändert werden. Blinde sehend werden, Gefangene befreit werden, Menschen befähigt werden, Menschen ausgesandt werden. Dass dein Reich hier in der Stadt, in allen Dörfern ringsherum, in unseren Ländern, auf der ganzen Welt grösser wird, mehr Raum einnehmen. Dass Menschen mit deiner Liebe in Berührung kommen.